An Skiffmeng echt froh und den Herr Scheuren stellen. Wieso ist es wichtig für die Chambre immobilière, dass das Lützeburger sich den Rahmen von einem Eigenheim weiter können leisten und wirklich auch den Zugang zum Privateigentum garantieren? Ja, ich meine, das Lützeburg das ganz Europa so, dass die Investitionsquelle, die Leute hatten, immer den Steh war, natürlich, dass zwar an das investiert, wo sie selber da gewohnt haben, und dass der Steh noch immer eine gute Investition an der Vergangenheit geblieben ist. Heute ist natürlich die erste Stufe, für an den Stehen heranzukommen, also so hoch gehen, dass es für viele Leute immer mehr schwierig wird. Und dass in dem neuen muss sicher, wie können die Leute progressiv an der Logement und an Proprietät kriegen, wie kann ihnen helfen, dass sie aber können etwas aufbauen. Das geht dann darum, für sich Patrimon aufzubauen, den eventuell nur auf Ende wie oder vom Laufe des Jahres, wenn den seine Karriere umgestalten, das kann benutzen. Und dann hätte ich natürlich gerne, dann sind wir am Term von einem Invest, dann hätte ich noch gerne, dass den Investor Rendement bringt. Und dafür geht es dann darum, dass in sich mehr gibt, für das zu machen. Und wir haben das Sujet schon ganz lange hier erkannt. Also wir sind über 30 Jahre als schon immer mehr beschäftigt, für uns zu deklarieren, dass wir wollen, man an dem Sujet mitschaffen. Wir sind seit 15 Jahren am Gang, für zu sagen, das Sujet hat geändert, dass man nicht mehr den Access zu der Proprietät das Problem ist, dass den Access zum Wohnen das Problem gibt. Das heißt, das Mittelklasse, den Herr Ruben hat das Sandwich-Klasse genannt, die private Marché nicht mehr beikommen und dann aber auf dem Marché, subventionierte Marché, dafür zu viel verdienen. Das heißt, das ist der Mittelstand, dass die halt an der Lokation, dass man da feststellen, dass die Leute einfach den Erfahrung, den sie müssen machen, für zu wohnen, hauptsächlich für die jungen Leute, aber auch Leute, die irgendwo an eine Krise an ihrem Leben kommen, dass eine Schädigung, dass den Arbeitsplatz verlieren, dass die von einem Moment auf den anderen in eine Situation kommen, wo der Logement ein Problem gibt. Das heißt, wir sind einfach der Meinung, dass die Dauerabilität vom Logement ein Gesellschaftsproblem gibt, und dass den eigentlich nicht zu lesen ist, außer von den auf die Gesamtkapazitäten vom Sektor zurückgreift, das heißt, der Privatsektor dann auch mit schaffen lässt. Madame Marc, wie will CSV Wohnen accessibel machen, notamment für die Sandwich-Klasse Mittelschicht? Also erstens, mein ich muss mal dafür gucken, dass mehr Offer auf den Markt kommt. Das heißt, auch am Moment muss man gegensteuern zu einer Situation, wo man merken, dass Offer raufgeht oder dass nicht mehr gebaut wird oder dass eine Unsicherheit ist. Mehr Offer und Marché schaffen wir natürlich, dadurch, dass der Pouvoir public auch verstärkt investiert. Da haben wir über den Fonds Spezial über die letzten Jahre Blut gesagt, wir sind auch immer bei relativ kleinen Monten, wenn ich vergleiche mit dem Budget, sind wir noch immer quasi just bei 1%, was zu wenig ist. Wir wissen auch, dass die öffentliche Hand das nicht allein machen kann. Da ist es für uns ganz wichtig, dass auch der Privatsektor mit angebunden wird, wenn es darum geht, Logement zu schaffen. Wir haben hier eine Reihe Proposition de Loi gemacht. Die wissen, öffentliche Bauträger können von der Aide à la Pierre profitieren, wenn sie Wohnungen bauen. Genauso haben wir eine Proposition de Loi gemacht, für eben das auch der private Bauträger kann am Anfang mit dem Staat eine Konvention machen und dann in verschiedenen Konditionen auch davon profitieren, von dieser Aide à la Pierre, wenn er baut. Neben muss man natürlich auch gucken, dass man Deichtkäfer auch gezielt unterstützen. Das machen wir zum Beispiel, indem wir den billigen Akt aufsetzen. Auch da eine Proposition de Loi gemacht, für den auf 50.000 Euro aufzusetzen, für so eben besonders junge Menagen auch möglich zu machen, etwas zu kaufen. Für uns ist einfach momentan eine Situation, die exzeptionell ist, und wir müssen einfach gucken, dass wir die stehenden Kontrolle kriegen und dass der Marché dreht, weil wenn er nicht dreht, haben wir in 2-3 Jahren noch viel mehr grave Probleme, was das anbelangt. Herr Kruchten, wie will dir den Stehen und Rollen kreieren? Was will der LASAP machen, für das Wohnen accessibel wird für die Mittelschicht? Wir haben an unserem Programm ganz an 40 Punkte. Ich habe aber leider nicht Zeit für die alle gut aufzuzählen. Ich will aber sonst vieles kann streichen an schreiben, wer hat gesagt. Ich fand auch, dass es wichtig ist, dass man den Access zur Proprietät nach möglich machen, weil das ist eine gute und eine wichtige Aufsicherung für die Leute, besonders am Alter. Wir wollen selbstverständlich besonders das Eigenheim, das Leute soll geholfen kriegen beim Eigenheim ausschaffen. Und da war es von unseren Proposen, dass man
der Mark hat just gesagt, sie wollen den billischen Akt auf 50.000 € absetzen. Wir wollen eine Carrément für diese Wohnung aufschaffen. Da sind also der Staat nicht auch nach 6% Steuern drauf lädt, wenn eine Wohnung kauft. Dann denken wir auch an eine neue Formule von Location Achat, das sind also eine Zeit schon lang an einer Wohnung lohnt, die ihn dann später hin eventuell kaufen. Wir wollen Wohnkooperativen, neue Modelle unterstützen. Mengen auch, dass man muss die Probleme von den Zinsen gehen, weil das für den am Moment dafür sorgt, dass so viele Leute keine Prämie kriegen, keine Aktien mehr zu einer Wohnung kriegen. Du können meist neue Formen von Staatsgarantien feststellen. Mengen insgesamt muss man Banken mehr responsabilisieren. Wir haben Zinssubventionen für kurzem geheischt. Ich kann mir gerade so gut vorstellen, das auch noch eine zweite Etappe zu machen. Dann tun wir nach Bonifikation d'intérêt. Es gibt also eine ganze Partie Möglichkeiten, wie man können junge Leute, die am Berufsleben starten, aber eine Perspektive geben, dass sie irgendwann können proprietär von ihren eigenen Feuerwehren sind. Herr Linster, DP, was will ihr machen an dem Kontext? Was tut ihr an eurem Wahlprogramm? Wo setzt ihr den Fokus für Wohnen ist accessibel zu machen für die Sandwich-Klasse? Also ich kann mit vielen Punkten, die hier gesagt gehen, die haben noch mehr in unserem Programm. Was noch nicht gesagt gehen, das sind Prozeduren. Dauert 7 Jahre für von einem PHP, für PHP-Niveau Quartier zu realisieren. Das ist immens lang. Wenn ich schon etwas völlig länger am PHGM klassieren, das dauert auch, ob man es Jahr. Wir haben 102 oder nur nach 100 Gemengen am Land, mit 100 verschiedene Baureglementer. Wir wollen das auch harmonisieren. Wir wollen den Akkord CETA feiern, das heißt, dass wenn ich noch 3 Monate keine Antwort von einer Administration hat, dass es dann einfach ja ist, weil da geht auch immens viel Zeit verloren, sowohl auf städtischem Niveau, aber leider auch auf Gemengenniveau. Ja, dann Mobilisierungssteuer ist ein wichtiger Punkt, den uns um Herz liegt. Da ist viel Bauland da, das ist ein Bauland für rund 300.000 Einwohner da, was Bauland wird schon am Bauperimeter ist. Leider wollen die Leute nicht bauen, das an dem Sinne noch okay, aber dann muss auch eine Tax auf das Bauland bezahlt gehen. Und dann denke ich mir auch daran, für den Bauperimeter zu erweitern, da wo es Sinn macht, das ist am urbanen Raum, aber auch Plätze, wo dann die Leute auch gewillt sind zu bauen, das geht auch dann immer an Zusammenhang mit einem Baulandvertrag. Das heißt, wenn man nicht baut, dass es dann nur 6 Jahre aus dem Bauperimeter rausfällt. Fassbinder, wie will DDR den Wohnungsmarkt accessibel halten für die Mittelschicht? Ja, für allem muss man mal direkt die Schrauben drehen gehen, die wir schon am Platz hatten, für die ganze Bausektor mal zu retten. Das heißt, man müsste mal direkt Tavernis auf 3% draufsetzen, dann ist den Investisseur auch mal auch für die Zweit- und Drittwohnungen, dass ein Investisseur mal auf den Markt kommt. Da schaffen wir auf alle Fall mal Lokationswohnungen. Wir müssten den reduzierten Taux von 3%, den super reduzierten Taux, wo die 357.000 € zu gut sind, die müssten wir verdoppeln, weil heute kann ja kein Mensch mehr eine Wohnung von 357.000 € kaufen. Sogar als Erstwohnung, wenn ich so einen kauft, an dem Monat geht drüber, bezahlt ich schon 17%. Der böllischen Akt, wo die Lo von 20 auf 30 abgesagt ging, die müsste man direkt mal auf 50.000 € absetzen, Kapitalinvestiv von 5% halten. Da gibt es ganz Kaufschrauben. Dazu sind wir die erste, die müssten machen, für das Tote mal direkt in Bewegung zu setzen. Ja. Herr Cox, den Logement als dichlecht Brot, die hat ganz viel umgesetzt an den letzten Jahren, wie wir gerade hören haben. Was will dir machen in Zukunft, für das weiter die Mittelschicht Aktie hat auf den Wohnungsmarkt? Merci für die Fragen, auch all an die Regierungen. Für dich stellt sich froh, was geht es eigentlich? Eigentlich, und das schon gesagt, geht erschwinglichen Wohnungsbau an der breit über die ganze Schicht, dass die Jungen sich an unserer Sicht sowohl eine Lokation, aber auch eine Proprietät kalischen. Darum geht es an sich, finde ich. Und dafür meine ich aber, dass man endlich den Schwung angelegt haben über die letzten Jahre. Erstens über den öffentlichen Wohnungsbau. Schließlich kommen wir von 40 Millionen an der Vergangenheit, heute kommen wir auf 300 Millionen. Mein Ziel ist, mindestens auf 600 Millionen herabzugehen und um der Kreation von 800
Wohnungen pro Jahr zu kriegen. Das geht aber just an der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Und es geht sowohl die Proprietären, es geht die Lokatären, es geht den öffentlichen, aber auch die private Promoteur. Und wenn die Zielsetzung der ist, die ich später gesagt habe, nämlich Kreation von abordablen Wohnungen. Und die partnerschaftliche Politik, und ich wird die letzten Jahre gemacht. Wir hatten 4 Assisen, ich habe ein Parklogement mit den Gemengen, ich habe den Dialog strukturiert mit den Sozialpartnern an Gesetz angeschrieben, und nicht mehr wie an 2 Wochen sogar als Semaine National de Logement, die alle Jahre zurück. Das ist ganz klar. Wir brauchen schnellstmöglich bezahlbaren Wohnungsbau, wir brauchen private Wohnungsmarkt stützen, diesen Moment, und gleichzeitig aber nicht die vergessen, die nicht ganz schlecht hier in diesem Land gehen, die schwersten am Land auch matteln. Und das ist meine Responsabilität als Minister vom Logement. Ich muss den Kompromiss zwischen den alten Akteuren sichern. Ich will nicht eine Politik zurück auf das, was teils zu der Krise auch gefordert wird, mit Instrumenten, die zu den Exzess gefordert werden, weil wir eine Schere zwischen den Preisen von den Wohnungen und vom Abkommen, und das muss man brechen. Dafür stehe ich für abordable Wohnungen für jeden. Ich wollte zum Sujet von den Assisen ganz gut interveniert. Es war der Feier, ich habe mich invitiert, gefühlt der Bank. Das ist ein Sujet, wo man dann Zukunft können nach verbessern, wenn wir effektiv bald den Assisen dabei sind. Wir sind effektiv immer für Mat zu schaffen. Und alle Hand, die da gerichtet, die werden wir auch holen, für zu helfen, an die Richtung der Mat zu schaffen. Wenn ich kurz darauf antworte, ganz klar, als der Marché, der private Marché, immer willkommen und den Assisen, wenn es klar ist, für was ist die Demande da. Mir geht es darum, dass das Privatmarché vielleicht Gewinnmaximierung am Vordergrund hat, ein Mieterschutz, den du suchst, und den kann ich daran erinnern, und die Auseinandersetzung, die man nicht auseinander, aber konstruktiv Dialog, den wir da hatten zwischen dem Mieterschutz, den die Schwester vom Gliedfeld schützen, an natürlich berechtigt auch Forderungen von der Privatwirtschaft. An die 2 Enden muss man zusammen kriegen. Die 2 Enden muss man an der Finalität für bezahlbare Wohnungsbau, an denen das für mich gerade so gut an der Lokation wie an der Proprietät, an der das mein Uleis. Und das war mein Uleis die letzten 5 Jahre. Aber wenn ich auch vom Herrn Rubens ein Buch, als Fedron kurz zitiert gehen, da geht aber auch kann, dann sind ganz viele Experten, die den Erfolg aber willkommen heißen, tätigt an der Strategie weiter zu gehen, aber Zielsetzung nie aus den Augen zu verlieren, dass man 100% müssen Dingen hier am Land, agit für ihn an seiner Spart, das auch gerecht muss sein, lebenswert, zukunftssicher, gerecht für alle Matbeger hier am Land. Herr Bläser, was proposieren Piraten für den Marché accessibel zu machen, für die Mittelschicht? Was wir feststellen, dass das ein strukturelles Problem am Land schon seit 20, 30 Jahren, dass das Problem an Terrain liegt. An die letzten Jahre sind viele Erfolge gemacht, da muss ich fair bleiben, da sind viele Sachen gemacht. Mit das aber nach Constat d'échec. Das heißt, wir müssen der Mittelklasse Möglichkeit geben, finanziell durch auch den Droit d'Enregistrement zum Beispiel aufschaffen, durch den Mietkauf, wo wir auch pronieren für 10 € de Meter Carré Promoteur public. Und ich meine, der größte Défi ist, dass ein Promoteur public total versorgt wird, dass die nicht noch könnt. Und dass man meinen, dass da ein Joint Venture muss gemacht werden im Privatsektor mit den privaten Promoteuren, dass die für die Stadt bauen. Und dadurch kann ein bisschen, was ich gesehen habe, mir gesehen, ein bisschen eine Approche, ein bisschen doktrinär. Wir haben das hier, wir haben eine Demokratie für Proprietäre. Wir sollen jedem Lützebäuer Hai, die recht gehen können, etwas zu kaufen. Das heißt, wir sollen leider nicht drecken, dass sie müssen just lohnen oder mit Amphitiosen in die Richtung gehen. Das heißt, der Staat müsste auch Terrain verkaufen zu einem billigen Preis. Und da gehen ganz viele steuerliche Mesuren auch. Was auch kann geschehen, dass das an der Zeit wird Arbeit wird Wohnungen gebaut für Salarien. Das sind auch vielleicht Pisten, wenn große Gruppen auf Lützeburg kommen, und noch mit der Grande Region, da tun wir ein bisschen wie weit geguckt der Projekt gemacht mit der Grande Region, vielleicht auch Incentive für Employeuren, die auch Prime gehen für Salarien für die Stadt zu leben. So gehen dann richtig steuerliche Mesuren, die auch noch nicht viel diskutiert, wo da ein richtig Piste gibt. Also muss auf jeden Fall etwas geschehen,
das wirklich dramatisch an wann den Celibatärer se lang auch noch mal dein ein muss gut dann kennen sie schnell mir lechten du muss einfach geschéieren wie gesagt, die Sache geschieht mir sind der Meinung dat bis eng auch Simplifikation administrativer se nur sagt du musst mal Gische hun das einfach viel zu viel kompliziert für Projekt durchzubringen. Herr Cox, den Logement as Dichlecht Brot Dir huet ganz viel ëmgesat an den lachte Joren, wie man grad heieren hunn. Wat will Dir machen an Zukunft fir dat weiter den Mëttelschicht Aktie huet op den Wohnungsmarkt? Merci fir die Froen och all an die Urregungen hai. Fitéi stel sech froh, wat geht et eigentlich? Eigentlich, an der das schon ha gesot geht erschwinglichen Wohnungsbau an dat Bret iwwer ganz Schicht, dats de Jonken sich an eiser Sicht sowohl eng Lokation, aber auch eng Proprietät